Heute sind wir hier, um noch einmal über Istinto zu sprechen. Und Sie sehen heute eine Anwendung, die wir Pietrazen genannt haben. Das Ganze wird mit einem Instrument aufgetragen, das wir für gewöhnlich auch für Pietra Spacata verwenden. Aber alles beginnt wie immer mit dem Auftrag von Primus Naturale. Bei dieser Gelegenheit präsentieren wir Ihnen diesen innovativen Spachtel, der uns hilft, die erste Schicht von Istinto aufzutragen. Der Spachtel verfügt über eine gezahnte und eine glatte Seite. Wie funktioniert dieser Spachtel? Wir verwenden die gezahnte Seite, um das Produkt aufzutragen, und die glatte Seite, um diese erste Schicht zu glätten. Die Zähne lassen genauso viel Material durch, wie für die erste Schicht benötigt wird. Daher wird das Applizieren viel leichter und problemlos. Als erstes sehen wir den Auftrag mit der gezahnten Seite des Spachtels. Vediamo adesso come funziona l'applicazione con questa spatola dalla parte dentata. Dank dieses Spachtels ist es möglich, die exakte Menge Istinto aufzutragen, die benötigt wird. Jetzt können wir die Fläche mit der anderen Seite des Spachtels glätten. Fassen wir noch einmal zusammen. Der Spachtel hat eine gezahnte und eine glatte Seite. Für alle Applikationen der ersten Schicht von Istinto, sei es Pietra Spacata, Pietrazen oder andere Anwendungen von Istinto, die wir noch machen werden, gilt: Das Produkt wird mit der gezahnten Spachtelseite aufgetragen und mit der glatten Seite glatt gestrichen. Eine einfachere Applikation und vor allem ein gleichmäßiges Auftragen sind vorteilhaft für den nächsten Schritt. E soprattutto uniformità di stesura che ci avvantaggia poi nella fase successiva. Bene, a questo punto Wir haben nun eine Schicht Istinto gleichmäßig aufgetragen. Jetzt zeichnen wir mit dem üblichen Werkzeug das Muster, indem wir so drüber ziehen, um den Pietrazen-Effekt zu erreichen. Einem Effekt, der einen japanischen Stein nachahmt. Una pietra che imita le pietre giapponesi. Die gleichmäßig aufgetragene Produktmenge erlaubt es nun, ein homogenes und lineares Muster zu kreieren. Omogeneo e lineare. Hier wird Pietrazen horizontal aufgetragen. Natürlich ist dieser Effekt auch vertikal aufgetragen, sehr schön, wie man es im Katalog sehen kann. Etwas Zeit ist vergangen und nun kann die Oberfläche verdichtet werden. Mit einigen Spritzern Wasser können die Grate weicher gemacht und mit der glatten Seite des Spachtels glatt gedrückt werden, um den Effekt Pietrazen zu erhalten. Sehr gut. Pietrazen kann ohne Probleme aufgetragen werden. Es ist einfach und intuitiv. Jetzt, da wir die Form gegeben haben, lassen wir es trocknen. Dann polieren wir die Grate für die finale Oberflächenbehandlung. Circa 2 Stunden sind nun vergangen. Der Putz beginnt fest zu werden. Nun können wir ihn andrücken, um die ganze Oberfläche zu polieren. Weitere 2 Stunden sind vergangen. Es ist immer noch feucht. Der richtige Moment also für das letzte Polieren. Nun ist die Wand trocken. Die untere Fläche werden wir mit Cera und die obere, ähnlich wie im Katalog, mit Gioia behandeln.
Beginnen wir mit Gioia, die wir mit 30% verdünnt haben. Tutto dare una mano di Gioia, ma diluita al 30%. Bene, per arrivare Um die gewünschte Farbe zu erreichen, tragen wir 2 Schichten von Gioia G2 GD auf, natürlich verdünnt mit 30% Wasser. al 30%. Per ottenere che Damit die Linien besser hervortreten, verdünnen wir die Farbe beim Auftrag mit Hilfe der Sprühflasche. Auf diese Weise bleibt weniger Farbe auf der Oberfläche und mehr in den Vertiefungen. all'interno della riga. Um den gleichen Effekt wie auf der Musterkarte zu erhalten, empfehlen wir einen zweiten Auftrag. Dadurch wird der Effekt tiefer und gleichmäßiger. Può essere considerata finita questa parete Die Arbeit oppure an der Wand kann nun als abgeschlossen betrachtet werden. Oder Sie folgen unserer Empfehlung und tragen noch mit dem Schwamm eine Schicht Vetro auf, um dem Effekt noch mehr Tiefe zu verleihen und den Schutz zu erhöhen. Ecco, qui adesso invece Nun werden wir Ihnen vediamo die Applikation von Cera zeigen. Wir haben hier also Istinto aufgetragen, in diesem Fall weiß. Aber es ist natürlich möglich, ihn in anderen Farben zu gestalten. Viele Möglichkeiten sind dazu in unserem Katalog abgebildet. Die Anwendung mit Cera ist sehr einfach. Sie tragen es auf, polieren es mit einem Tuch nach und die Arbeit ist erledigt. Pietra Zen, eccola qua, facilissima da realizzare, sempre una Hier ist also der fertige Effekt Pietra Zen. Es ist sehr einfach zu kreieren. Erst eine Schicht Istinto, dann die sehr einfache Bearbeitung ohne Einsätze und Zeichen. Es gibt 2 mögliche Oberflächenbehandlungen. Einmal sehr einfach mit Cera und einmal mit Gioia. Letztere Variante gewährt Ihnen eine große Vielfalt farblicher Gestaltung. Natürlich bietet unser Katalog viele Hinweise zur Gestaltung. Ich lade Sie aber ein, zu experimentieren, neue Dinge zu gestalten und diese dann an uns zu senden, damit wir sie veröffentlichen können. Viel Spaß! buon divertimento.